Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Baldur's Gate 2 Schatten von Amn auf Pelzig. Und desmo sind es eigentlich eher so die Schatten der Uma-Hügel, könnte man sagen, auf Pelzig. Scheiße, voll in die nächste untote Horde reingerannt. Oh leck. Jetzt kommt erstmal so Kriegerskelett nochmal und die höhere Mumie haben wir auch gleich wieder auf dem Sack. So, als allererstes mal auf diesen Knochengolem. Viconia ist krank, das ist nicht besonders gut. Anomen, heil doch mal Viconias Krankheit. Seid ihr mal so gut. Abdel Adrian ist doch nicht sehr gut auf Probe, wie ich finde. So, jetzt alle do und do. Viconia, mach doch mal bitte einen falschen Sonnenaufgang. Das hilft auch gegen Untote. Und okay, diese höhere Mumie hat zumindest mal mit 30 Schadenspunkte gelegt und sie ist verwirrt. Das ist schon gut. Oh, fuck. Edwin ist auch kurz vorm Abschmierer. Viconia und Edwin wieder mal auf Dendor. Ihr nähert euch dem Bereich, der mit Buchstabenfliesen belegt ist und eine Stimme ertönt. Nur der Name des Meisters wird euch für den Mächten der Dunkelheit schützen. Okay. Gut, Korkan hat die höhere Mumie gelegt. Und boah, meine Fresse. Also diese untote Horde, die haben sie ja definitiv schon in sich, muss man gestehen. Okay, meine Fresse. Das war jetzt auch etwas dumm von mir, dass ich da so blindlings reingelatscht bin, muss ich gestehen. Aber kriege mal alles hier. So, erst einmal alle Heiler. Noch eine Massenheilung. So, Korkan, du gehst vor. Das ist wie beim dritten Indiana Jones mit Jehova. Und hier ist es Am-A-Un-A-Toa. Beziehungsweise Rotanuama. Auf rückwärts dann. So, was gibt's dann hier Schönes? Aha, hier geht's irgendwo rein. Du bist ein Shutter. Bitte, ich muss mit eurem A-Führer sprechen. Sagt mir, was zu tun ist. Okay. Wenn es denn sein muss. Wenn du mit dem A-Führer sprechen willst, dann gehen wir doch mal vor. Amauna Tor. So. Ich bin schon da. Was gibt's dann? Guter Mann. So. Schatten scheint beschäftigt zu sein. Na toll. Ich könnte kotzen bei sowas. Dann heißt, ich muss mit eurem Anführer sprechen und dann will er nämlich. So, okay. Machen wir es nochmal. Laden. Den Quick-Save, bitte. So. Ja. Einmal bitte du. Also Adrian. Gnädiges Wesen vom Licht, ich bitte euch um einen einfachen Tausch. Informationen über das, was ihr sucht, im Tausch gegen meine Freiheit. Ich denk nicht. Dann nimmt dann ewiger Dunkelheit, ihr Nacht. Also mit so einer Kreatur verhandeln wir mal definitiv nicht. Der bringt aber 200 Erfahrungspunkte mehr als ein normaler Shutter. Trotz allem, der hätte uns nur in eine Listreik geführt. Das ist nicht so besonders gut. Was wollt ihr? So, Korgan. Ich hab schon wegen Oh, Scheiße. Ach du Scheiße, nicht so gut. Okay, Moment. Abdel Adrian, du gehst hinterher. So. So. Jetzt sehen wir gleich mal, wie das Love, wenn einer nicht den Namen Gottes ausspricht. Weil das Vieh rennt die ganze Zeit hier in die Flammesäule rein, die dann entstehen. So, Edwin, mach mal Platz. Anomen bitte vor. Abdel Adrian hinterher. Und jetzt attackiert diesen Knochengolem. So. Also die zusätzliche Dinger vom Flegel der Zeitalter ist dieser Knochengolem immun. Genauso gegen Korgans Feuerschade. Aber wir haben ihn platt kriegt und wenn die Dinger alle sind, ist das kein Thema. Dann ist so ein Knochengolem nicht gerade das stärkste Wesen, muss man dazu sagen. So, jetzt haben wir aber 2 Zauber zu wenig. Also für die 2 Zauber haben wir keinen Platz mehr.
es möge bitte jemand vortreten. Was gibt's? Und dann schuckt die Dinger doch mal rüber. So, zu Abdel Adrian. Und den Edelstähl, den können wir ja behalten. Und das ist das Abendritual. Das landet jetzt erstmal bei Edwin. Dann die Sonnensteinschleuderkugeln gehen auch an Edwin, damit der sich auf 30 damit aufrüsten kann. Dann haben wir hier noch eine Schleuder plus 3. Alas Drachenbann. Es weiß wohl niemand so gut wie die Halblinge, wie wertvoll ein zielsicher geschleuderter Stein ist, wenn man es mit einem übergroßen Feind zu tun hat. Diese Waffe gehörte einer jungen Frau namens Ala Sichertritt. Sie gehörte zu den wenigen weiblichen Halblingen, die den gemütlichen und sicheren Platz vor dem Herd verließen, um auf Abenteuer auszuziehen. Die Legende besagt, dass die kleine Ala die Schleuder dazu verwendete, um einen fliegenden grünen Drachen damit abzuschießen. Der Stein durchbohrte angeblich den Schädel des Wesens. Allerdings wird die gleiche Geschichte in einer anderen Schenke so erzählt, dass der Stein den Drachen angeblich in den Hintern getroffen hat. Bei dieser Version der Geschichte stirbt der Drache natürlich nicht und alles nimmt einen ziemlich humoristischen Verlauf. Offenbar legen Halblinge nicht so viel Wert darauf, als große Helden dazustehen, wenn sie von ihrer Vergangenheit erzählen. Es reicht ihnen wohl, wenn sich jeder gut amüsiert. Das ist eine plus 3 Schleuder, eigentlich ziemlich gutes Ding. Muss ich jetzt mal gerade gucken, die zielsuchende Schleuder war für hohe Stärke, von daher ist der für Anomen besser. Und ich würde sagen, das Ding kann Edwin haben und die Schleuder plus 2 hat Viconia auch schon. Okay, dann haben wir das so. Behalten wir die Dinger so. Korgan, die Legends wird sauber. So. Jetzt brauchen wir nämlich Amaunator. So. Jetzt brauchen wir nämlich nur noch das heilige Symbol, um durchzukommen. Das heißt, wir haben hier noch einen Lichtedelstein, den hat Korgan bei sich, genau. Den kann er noch, die 2 Zauber kann er an Edwin weitergeben. Auflösung kennen wir ja schon. Und Schutz vor magischen Waffen kann er leider nie mehr lernen, was ich sehr schade finde, weil das eigentlich ein doch recht wichtiger Zauber ist. Deswegen behalten wir dann einfach mal im Inventar und bei Gelegenheit können wir das Ding ja eigentlich auch verwenden. Können wir erstmal durchreichen. So, dann können wir da nämlich die der aufmachen. Und dann geht's dann hier direkt weiter zum Schattendrachen. Aber ich würde sagen, alle macht's gut. Das war auch nicht schlecht. So, dann gehen jetzt alle dort hier außer Korgan. Wie gesagt, den Edelstein hätten wir auch hierfür verwenden können. Aber dann werden wir nämlich durch die Tür kommen, die zum Schattendrache führt. So, jetzt machen wir das nochmal. Gehen nochmal dort hier. Und lesen uns dann nochmal dieses Ritual durch. So, das ist bei Edwin gelandet. Ach ja. Die Schriftroll stellte Unterweisung für das Abendritual dar vom Sonnengott Amaunator. Wisset, meine Kinder, dass ihr mir das Abendritual darbringen müsst, um meine Augen und Ohren zu erfreuen, wenn die Sonne weiterzieht und die widerwärtige Dunkelheit das Land verschlingt. Verändert das Ritual auf eigene Gefahr, führt es nur so aus, wie ich es dargelegt habe. Erstens. Rezitiert die Richtlinien des Glaubens. Sie sollen euch Stärke geben, bis die Sonne wieder aufgeht. Zweitens, haltet eure Kinder hoch, damit sie die Sonne länger zu schauen vermögen, bevor sie dieses Reich verlässt. Die Sonne wird ihnen Mut geben, um den Ängsten der Nacht zu widerstehen. Der dritte Teil des Rituals wurde abgerissen. Vielleicht könnt ihr korrekt raten, was zu tun ist, wenn ihr wüsstet, wie das Morgen- und Mittagsritual abläuft. Also rezitiere, Kinder hochhalte, dann schauen wir mal. Das ist wieder das. Kind der Sonne, werdet ihr euch dem Test des heiligen Rituals stellen. Wir müssen euren Glaube beweisen, bevor euch das Sonnenfürst sein Symbol abbieten wird. Ah jo, machen wir. Es dämmert und die Dunkelheit not. Das Ritual vom Ofen muss vollzogen werden, um das Böse abzuhalten. Was ist der erste Schritt? Richtlinie des Glaubens rezitieren. Die Schatten werden länger. Was muss als nächstes getan werden? Ich werde meine Kinder hochhalten, auf dass sie die Sonne angucken können. Wie soll das Ritual vom Ofen enden? Ja, das hatten wir noch nicht. Ich wäre klage, wenn die Sonne unterm Arschsturm von der Nacht hochgeben muss. Das Ritual vom Ofen ist vollendet. Die Tests wurden beendet. Amaunator schenkt euch in all seinem Ruhm das Symbol. Verwendet und seid Brüder, um das Symbol von Amaunator zu bilden. Es wird benötigt, um die der zur Lagerstätte vom Dunkle zu öffnen.
Okay. Dafür gab es jetzt insgesamt 45.500 und Ende 20.250 und wir haben 2 Gegenstände gewonnen. Schauen wir uns da gleich mal an. Das erste ist das hier, Symbol Amaunators. Wenn man die 3 heiligen Symbole miteinander verbindet, formen sie eine Scheibe und ergeben das Symbol Amaunators. Okay, das Ding müssten wir eigentlich durch. Ich brauche noch einen Schriftrollebehälter, merke ich. Ansonsten haben wir nichts mehr kriegt. Ja, das erste, was wir kriegt haben, das war dann der 3. Teil von der Scheibe. Bisschen abgeschmiert die Stimme gerade. Und die 3 Teile haben dann den neuen Gegenstand gebildet, diese Sonnenscheibe von Amaunator. So, jetzt kommen wir eigentlich zu etwas, was ziemlich heftig ist. Ich warte. Und ist schon geschehen. So, mit dem Symbol können wir durch hier. Können wir jetzt so durch und jetzt können wir speichern. Puh, jetzt wird es eigentlich, wie gesagt, heftig. Wir könnten zwar mit dem Stein, den wir da gekriegt haben, mit dem Stähl, könnten wir hier ab durch die Mitte. Man hat mir ein bisschen über euren Baal erzählt, aber er ist mir nicht vertraut. Bei den Drow bringt man uns nichts über andere Götter bei. Und auch über unsere eigenen Götter neben Lold erfahren wir nur wenig. Ja, also wie gesagt, eigentlich könnten wir da mal den Schutzstählen an dem Schattendrache vorbeigehen, ohne mit dem kämpfen zu müssen. Aber ich will halt, was der Schattendrache bei sich hat. Deswegen will ich euch das natürlich zeigen und den Drache besiegen. Ja. Jetzt machen wir die mal auch noch an. Die Drow haben noch andere Götter neben Lolth. Und, naja, es ist jetzt nicht gerade mein Baal. Ich verstehe, was ihr damit sagen wollt. Viele von denen, die an der Oberfläche leben, scheinen sich nicht gerade viel Gedanken über die Götter zu machen. Im Unterreich ist es ganz anders. Lolths Aufmerksamkeit ist überall. Begierig rafft sie alle Verehrung an sich und sorgt davor, dass die anderen Götter von der Drow zu Ausgestoßenen wären. Gibt noch andere Götter bei der Drow? Ja, Götter wie beispielsweise Gaunadau und Veraun verfügen über ein bisschen Macht, aber Lolth ist wesentlich stärker und verbietet, dass man ihr Name überhaupt in den Mund nimmt. Ja, warum habt ihr euch nicht an einer von den Götter gewarnt? Warum dann an Shar? Die Nachtsingerin ist die Herrin der Dunkelheit und vom Verlust. Ich wurde in der Dunkelheit geboren und habe viel verloren. Mein Glaube, meine Heimat. Shar hat mir viel zurückgegeben und ich bin ihr dankbar dafür. Ihr retten so, als ob wir das Unreich vermissen täten. Es ist schwierig zu beschreiben. Das Unreich ist ein Ort, der von große Böse und Gefahr erfüllt ist. Aber er ist auch ein Ort voller Schönheit und wunderbarer Sachen. Soll ich euch davor erzählen? Ja, sicher doch. Erzähl doch mal. Die Sprache von der Drow versagt, wenn es so darum geht, über Schönheit zu sprechen, aber mir haben über 70 Worte für Grausamkeit. Nur wenn ich von meiner Schwestern wussten, die Schönheit von unserer dunklen Welt zu schätzen, aber ich sehne mich die Nacht noch ihr. Die Tiefensee von Laratrak zum Beispiel widersetzt sich jeder Beschreibung. Wenn man von Luent nach Linoin, von Ost nach West, über ihn segelt, dauert es 2 Tage und 3 Tage von Tresen nach Verneth, Nord und Süd. Massive Stalaktite glänzen über mir im bleichen Licht von der Flechter. Während man segelt, schimmert unter einem düsteren Tod die Welt. Der Spielplatz von blinde Fische und gefallene Götter. Ich vermisse die Kristallsäule von Ustlat, Meilenstein von der Architektur, lebender Kristall, der von meisterlichen Juweliere geformt und mit Edelstahl geschmückt worden ist. Monument von Stolz und Verweigerung. Aber die Bilder verblassen im Vergleich zur Erinnerung an die Spinnekönigin und die Verehrung, die ihr bereits in solch junge Jahren entgegengebracht wurde von mir. In dem Blut, das ich in ihrem Namen vergossen habe, konnte ich nur wenig Schönheit finden. Das klingt fürchterlich, sage ich jetzt nicht. Ich dachte, ihr habt's genossen zu töten, als ihr noch Lolth verehrt habt. Seid doch kein Weil. Ja, ich hab's wohl genossen. Ich hab zur Unterhaltung getötet, weil es notwendig war, aber ich hab's nicht genossen, Opfer darzubringen, nur um ihren endlosen Appetit zu stillen. Und ich war noch ein Kind, als ich dort damit angefangen habe. Ich wurde von meiner Mutter weggenommen und zum Tempel gebracht. Die Priesterinnen haben sich um mich gekümmert und mich in schwarze Robe gekleidet. Die haben mich zum Orlengen gebracht, im Opferaltar, wo Oberflächebewohner vor Schmerzen geschrien hat. Um Lolth zu erfreuen, hat man mir ein Spinnedolch in die Hand gedrückt. Ich sollte seinem Leben endbereiten. Der Mensch war zwar nur ein Kulgerbus für mich, aber trotzdem kam es mir falsch vor. Er war nackt und gefesselt, hilflos. Tränen sind über sein Gesicht gelaufen und er hat in seiner damals für mich noch fremde Spruch um Gnade gefleht.
Aber die Mütter Oberinnen waren anwesend, um über mich zu richten. Gehorsam wurde von mir verlangt und zu zögern hätte Tod bedeutet. Ich hab machen müssen, was getan werden musste, und zwar so, dass Lolth zufriedengestellt wurde, kalt und effizient. Er hat geschrien, als die Klinge in seinem Leib gedrungen ist, und hat Blut gespuckt, als sie die Lunge durchstoßen hat. Die Mütter Oberinnen waren hoch erfreut, als ich ihm sein noch schlagendes Herz aus dem Leib gerissen habe. Es gab wohl viele Opfer, oder? Ich habe viel geopfert, sowohl Drow als auch Oberweltlers. Blut ist reichhaltig geflossen, um Lolths unstillbaren Zorn zu befriedigen. In meiner Erinnerung sind die Höhle rot, ihr Schönheit durch Blut und Grausamkeit besudelt. Es ist die Art von der Drow, aber das liegt nun hinter mir. Lassen Sie unsere Reise fortsetzen, Abdel Adrian. Okay. Jetzt speichern wir hier nochmal, nachdem wir das Achina uns gebracht haben. Und ich zeige euch mal. Da ist er. Schattendrache in all seiner Pracht. Taxil-Silja wird er geschrieben. Aber ich denke, beim Drache mit einer viele und lauter ist das wohl eher Thaxsechia. Weil das Doppel-L, das wird ja auch im Walisischer als ausgesprochen. Und ich denke, den Drache kann man getrost wohl Thaxsechia aussprechen. Die Drachennamen sind halt doch für, ich sag jetzt mal, Menschen wirklich schwierig nachzuvollziehen und auszusprechen. Und die Drachensprache ist sowieso ziemlich hart, ziemlich mit Kehl und Zischlaute. Von daher, ich habe sehr lang, sehr viele Jahre drüber überlegt, wie man den Namen wohl ausspricht. Und bin dann zu dem Schluss gekommen, dass Thaxsechia wahrscheinlich der richtige Name ist, wie man es ausspricht. So, jetzt gibt es ein paar Optionen, wie man das machen kann. Man kann natürlich Abteilung Attacke spielen und den Drache einfach attackieren. Und dann könnte das etwas übel ausgehen. Ich mag es euch mal zeigen. Ich mag es euch einfach mal zeigen, wie sowas ausgehen kann. Und wenn man nicht gerade wirklich besonders gut darauf vorbereitet ist. Aber ich könnte jetzt natürlich auch nochmal hier, das werde ich jetzt auch machen. Ich werde jetzt diverse Schutzzauber erstmal sprechen und einen Stärkungszauber. Das bitte auch noch drauf. Anomen mache ich das. So, einmal das und einmal das. Du machst das noch drauf. Ich stehe euch zu Dienst. Dann hätte ich noch ganz gern Ich höre euch bestens. Stärke übertragen. Dann Ja, Meister, Edwin was darf ich jetzt hätte ich für ganz euch tun? gern, dass du geringe Zauber zurückwerfen noch machst. So, und jetzt attackieren wir den Knaber. So. Korgan attackiert. Anomen möge attackieren. Schar führt meine Nikonia Hand. möge Vertrauen ach. ist etwas für Narren und Tote. Und Abdel Adrian hinnetar. Wie amüsant, dass der armselige Fleischling es wagt, den Schlaf vom Schattendrache zu stören. Seid ihr wahnsinnig? Blind? Was sag immer, ich werde euer Körper in Stücke reißen und mich an eure Innerei ergötze, wenn ihr wimmert und um Gnade schreit. Und diese Drachenmusik ist so fucking epic. Ich lieb die. Alter, ich liebe diese Musik ohne Scheiß. Die ist so extremst episch. Edwin, du machst bitte einmal Magie durchdringen auf den Knaber. Und Abdel Adrian machen wir unsichtbar. Meine Waffe taugt nichts. Okay, durch die Schutzzauber sind wir durchgekommen. Jetzt machst du bitte Resistenz senken auf das Biest. Abdel Adrian, heil dich. Scheiße, das sieht durch Unsichtbares durch. Kacke, Alter. So, nimm den Trank. So, und jetzt alle nochmal drauf, die kämpfen können. Alter, die Musik ohne Scheiß, Mann. Ich hab Gänsehaut hoch 3.
So, weiter drauf. Also Kämpfe gegen Drache sind schon mitunter die übelste im ganzen Spiel. Zum Glück setzt das Vieh sei Odem-Waffe nicht ein. Ein Schattendrache hat normalerweise Säure. Oh, okay, Anomen hat noch Tränke. Moment. Abdel Adrian, vergift deine Klinge und drauf. Anomen, du hast noch Tränke. Einer an Korgan. Und noch einer an Abdel Adrian, bitte. So. Du nimmst jetzt noch den Trank. Also Edwin sollte dringendst weg hier. Boah, fuck. Das ist nicht so gut. Viconia ist verwirrt. Boah, fuck. Korgan, mach doch mal endlich Tank und... Nein! Edwin hat's gekillt. Schwer verletzt ist der Drache gerade. Trank. Boah, Anomen zerfetzt gerade. Gut, Viconia kann wieder, belebt Edwin wieder. Okay, Edwin ist bei seinem Zeug wieder belebt worden. Er hat aber derzeit keinerlei Schutz auf sich gewirkt. Das ist natürlich sehr bitter. Und er steht gerade sehr nah am Drache-Draht. Das ist auch gerade so das Beste. Dann sollte er wahrscheinlich wohl eher den Zauberschutz vor magischen Waffe wirken, weil die Klaue von einem Drache zählen als magische Waffe. Aber, boah, die Musik allein ist es schon wert, gegen den Drache im offenen Kampf zu bestehen. Boah, ich krieg jedes Mal wieder eine Gänsehaut hoch 3. Edwin, renn. So, gut. Jetzt ist er vor magischen Waffe und vor dem Drache geschützt. Gut. Alle Druffochser. Edwin fetzt dem Vieh nochmal magisches Geschoss um die Ohren, weil jetzt ist er A-fällig dafür. Boah, Alter, Gänsehaut, das ist so episch, Mann. Also epischer kann eine Kampfmusik echt kaum sein. Ich glaube, nur noch geiler ist im Thron des Baal, wenn man gegen die Kinder von Baal kämpft. Die ist auch so immens geil, die Musik. Okay, jetzt hat er einen Schrei ausgestoßen und die Gruppe von sich gestoßen. Was gibt's? Boah. Jawohl. Korgan hat ihn erledigt. 45.000 Erfahrungspunkte bringt der Schattendrache. Also ihr habt schon gesehen, der Kampf gegen den Schattendrache ist doch ziemlich heftig, wenn man gegen den Mann gegen Mann kämpft. Es gibt eine sehr primitive und einfache Version, um gegen den Drache zu bestehen. Und die besteht dort drin, dass man hier steht. Man ist ja unsichtbar für den Drache. Man holt sich sein Magier, wirke den Zauber Todeswolke und wirke anschließend Stab der Todeswolke mehrfach hintereinander. Wenn ein Drache dem Tode nahe ist, dann versucht er den Zauber Heilung auf sich zu wirken. Einfach nur, dass er wieder vollständig geheilt ist. Und den Drache kann man dann, oder muss man dann wieder von vorne bekämpfen, wenn der Zauber durchkommt, weil es dann unverletzt wieder ist. Das heißt, man muss dann eigentlich wirklich so viel Todeswolke hintereinander losballern, dass der Drache permanent Schade erleidet und beim Zaubern gestört wird. Dann steht man einfach nur dahinter, der Drache sieht ihn nicht. Das ist auch bei anderen Drachen dann der Fall. Man wirkt seine Todeswolke und der erstickt eigentlich hier in der Todeswolke. Und dafür muss man keinen einzigsten Lebenspunkt opfern oder Heiltränke opfern. Aber ich wollte euch einfach mal zeigen, was das für ein Krampf und Kampf ist, gegen so einen Drache zu kämpfen. Und Fax Syria ist eigentlich nicht gerade ein starker Drache. Es ist ein weiblicher Drache. Und Fax Syria ist wahrscheinlich eher auf der Altersstufe erwachsener Drache. Also ein ganz normaler erwachsener Drache. Es gibt immer diverse
Altersstufe bei Drache in Dungeons & Dragons. Das ist Nestling, das sind die ganz junge. Dann gibt es junger Drache, dann gibt es der junge Erwachsene, dann gibt es der erwachsene Drache, dann gibt es der ältere Erwachsene, der ehrwürdige Drache, der altehrwürdige und dann der große Würm und dann großer Würm. Und wir haben es dann im Laufe des Spiels noch mit dem Drache zu tun, denn der wird wahrscheinlich altehrwürdig sein. Könnte ich zumindest mir denken, dass der als altehrwürdig gehandelt wird. Oder zumindest ein ehrwürdiger. Auf jeden Fall ist der sehr, sehr mächtig und stark. 3299 Gold hat er dabei gehabt. Schuppe haben wir auch von ihm geflattert. Schuppen eines Schattendrachen. Die schweren Schuppen glitzern im Licht und fühlen sich warm an. Ihr habt von dem Kadaver des Schattendrachens eine stattliche Anzahl dieser Schuppen erbeuten können. Vielleicht könnte man daraus irgendein Schild oder eine Rüstung herstellen. Genau. Und was haben wir hier noch? Schriftrolle des Gromfair. Geil. Auf dem vergilbten Pergament wird beschrieben, wie der schon längst verstorbene Zwergenschmied Silberklinge den Hammer der Blitze geschmiedet hat und wie er plante, die Waffe weiter zu verändern, sodass sie ihre ultimative Form erlangt. Wenn man den Hammer der Blitze, Ogerkraft-Handschuhe, die Hammer, und einen Gürtel der Frostriesenstärke gemeinsam mit dieser Schriftrolle verwendet und den wahren Namen des Hammers ausspricht, Gromfair, so kann man eine ultimative Waffe der Zerstörung erschaffen. Klingt doch sehr gut, oder? So, der Kampf ist gelaufen, das heißt, die Rüstung geht auch wieder, oder die Robe geht auch wieder an Edwin. Ich warte. Und ich hoffe, das bringt was. Ich würde sagen, jetzt können wir es uns tatsächlich erlauben, mal Rastei zu legen. Oh, okay, hier könnt ihr nicht rasten. Na gut, dann halt Mensch, da wollte ich euch mal was Gutes tun und dann war es wohl doch zu viel. Na gut, Moment, du heilst erst mal Anomen. Was ist nun los? Anomen, heil bitte Korgan ganz. Und Viconia, heil doch nochmal bitte Abdel Adrian. Und nochmal Abdel Adrian. Auf euren Befehl hin. Und Anomen, heil dich selbst. So. Viconia einmal mittelschwer auf Anomen, bitte. Anomen einmal mittelschwer auf Viconia. So. So viel dazu. Also das war jetzt der Drache. Das war das angeblich so mächtige Schattenbiest. Also stark war er auf jeden Fall. Und wenn unser Magier schutzlos durchstürmt, ist der natürlich auch verloren. Deswegen unseren Magier haben wir verloren, aber kein Thema gewesen. Haben wir ja wieder beleben können. Und jetzt... Ich spüre neue Seelen. Wer wagt es, mich zu stören? Kommen da etwa noch mehr unglückselige Abenteurer, die die Reihen meiner dunklen Armee stärken werden? Ah, sei dir mal nicht so sicher, du ekliges Ding. Aber wie gesagt, der Schattendrache ist durchaus eine Herausforderung, wesentlich stärker als dieser gammliche Schattenfürst hier. Und ja, dann kämpfen wir nochmal gegen den. Aber ich mag Drache erstens, weil das wirklich Gegner sind, wo man taktieren muss, wo man sich vorbereiten muss und die Zauber kennen muss. Und dann liebe ich auch einfach die Drachenmusik so abgöttisch. In Baldur's Gate 2 Schatten von Am ist die Drachenmusik mit Abstand die geilste Musik überhaupt. Das wird, glaube ich, an Epic nur durch die Balkinder-Kampfmusik in Thron des Baal übertroffen. Ja, ihr werdet mich zuerst töten müssen. Wir sind an euer Hauswürmchen vorbeikommen. Was Männer sollen mit euch und euren Altar machen? Falscher Heldenmut, natürlich. Eure Art ermüdet mich und sie ist so berechenbar. Aber dennoch könnt ihr mir von Nutzen sein. Niemals! Ich werde mich nie von euresgleichen benutzen lassen. Ja, doch Sterblicher. Dieser Körper, den ich bewohne, wird langsam müde. Ihr werdet ein ausgezeichneter Ersatz für ihn sein. Kommt, meine toten Seelen, öffnet das Portal. Dieser übereifrige Narr hat offenbar genug Stärke für mich. Ich finde es auch schön, dass der völlig gesprochen wird. Also, dass so nicht nur einige Dinge gesprochen werden, sondern alles. So, ihr geht mal alle auf den Schattenfürst. Nur Korgan kümmert sich um Massis ehemaliger Gefährte, und zwar der Schatten Patrick.
Nicht der Schatten-Patrick, sondern der Schatten-Patrick. So, der ist kaputt, der Schatten-Patrick, und hat ein paar nette Sachen bei sich. Und dann Korgan machen wir den Schattenaltar kaputt. So. Weil der beschwört immer neue Schatten und auf die kann ich verzichten. Was wollt ihr, Oberwelt? So. Der Schattenaltar ist jetzt auch hinüber. Das ist ein Schatten, ganz normal. Hat der gerade eben Schrei der Todes. Ach du Scheiße. Der hat gerade eben Finger des Todes benutzt und hat bei Vikonia 2 Stufen abgelutscht. Du dämliches Mistvieh. ist gekommen, um ihre Seele zu naschen. Du blödes Mistvieh. Kommt schon, belästigt Edwin, jemand hau doch mal ein magisches Geschoss derer gute Frau auf die Rübe. Sagt mir, was zu tun ist. So. Und kaputt ist er. 25.000 Erfahrungspunkte hat sie gegeben. Alter Latz. Also Nummer 2 Stufe einfach weggenommen, das ist schon ziemlich heftig. Und jemand hat ein Level gekriegt. Sehr schön. Okay. Puh. Jetzt ist alles wieder gut, wie es aussieht. So, Korgan hat ein Level gekriegt. Und Vikonia hat ja Negativstufe verloren. Auch nicht schlecht. Ja. Oh, endlich befreit aus seiner Tyrannei. Ich danke euch. Die Worte von der Protektorin verstummen. Sie ist tot. Das Böse vom Altar wurde zerstört und unter der Schmutzschicht vom Schattenfürst kann man noch ein bisschen von Amaunators goldenen Glanz erkennen. Ist schon geschehen. Okay, da haben wir auch noch ein paar nette Sachen. Ein Spitzbubenstein, noch eine Königsträne und ein Mantel. Der Sternmantel. Thalanta die Schöne stellte zahlreiche Mäntel her, die später alle unter dem Namen Sternmantel bekannt wurden. Dieser einfache Mantel wird von 3 Sternen auf jedem Ärmel geschmückt. Einmal täglich kann man die Sterne abnehmen und wie Wurfpfeile verschießen. Die Sterne verschwinden dadurch, tauchen aber am nächsten Tag wieder auf dem Stoff auf. Ja, kann man täglich 6 Wurfpfeile plus 5 erschaffen. So besonders toll ist das Ding jetzt nicht, deswegen verkaufen wir das. Viel interessanter ist das Zeug hier. Eine Hellebarde. Plus 2 Düsterklinge. Dies war einst eine ganz normale Hellebarde, die jedoch zahlreiche Jahrhunderte in einem Grabmal direkt neben dem magischen Seelengefäß eines mächtigen Leichnams lag. Das Wesen wurde irgendwann vernichtet. Angeblich war ein anderer Leichnam für seinen Untergang verantwortlich. Die lange Zeit, die die Waffe in der Nähe konzentrierter, böser Energie verbracht hatte, hat sie mit der Essenz der Nacht und der Kälte der Dunkelheit erfüllt. So wurde sie zu einem tödlichen Werkzeug der Vernichtung. Es ist eine bösartige Waffe und man sollte sie nur mit äußerster Vorsicht einsetzen. 1W10 plus 2 und nochmal plus 2 durch Kälte. Das ist natürlich nicht schlecht, können wir aber trotzdem verkaufen, weil so besonders ist es auch nicht. Dann haben wir noch ein Dunkelkettenhemd plus 3. Die Kettenglieder dieser Rüstung sind schwarz verkohlt. Ob sie absichtlich so gefertigt wurde oder ob sie im Kampf extremer Hitze ausgesetzt war, kann man nicht sagen. In Legenden wird ja normalerweise von Rittern in glänzender Rüstung erzählt, die gegen riesige feuerspeiende Untiere kämpfen. Die Rüstung eignet sich wohl mindestens ebenso gut für derartige Kämpfer, fand aber dank ihres eher nicht so heroischen Aussehens noch in keiner Legende Erwähnung. Träger erhält plus 20% Feuerresistenz und eine Rüstungsklasse von 2. Es ist ein Kettenhemd, deswegen kann er es leider nicht tragen. Vikonia könnte es tragen, aber es wären 2 Rüstungspunkte, die er effektiv verloren gehen würden dabei. Von daher, lassen wir es erstmal, behalten wir es erstmal und dann schauen wir mal. Stufe aufsteigen, ETW 0 wird um 1 reduziert, er kriegt 3 zusätzliche Fähigkeiten, Trefferpunkte und die Sagenkunde um 1 erhöht. Sein ETW 0 ist jetzt bei 6 bzw. minus 1, nicht schlecht. Okay, dann würde ich ja was sagen, ihr liebe Leute. Ich mache an der Stelle jetzt wieder einen Cut und wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Baldur's Gate 2 Schatten von Arm auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann wieder. Nachdem wir jetzt die Schattenheit erfolgreich vertrieben haben, Iron Yankee.